Spiegelei, Rösti klassisch und ein bisschen Käse drüber. Lecker Schmecker. Patricia, heute gibt es Rösti. Ja. Klar brauchen wir Herdöpfel. Natürlich. Die hier schon gekocht. Okay, natürlich. Ja. Also eigentlich einen Tag vorher, so geschwellte. Dann habe ich Butter. Klar. Natürlich zum schön anbraten, oder? Auch Rösti-Kraftel ist zwar keine Zutat, aber das braucht man unbedingt. Ich finde den Namen schon so super. Und damit nicht einfach so Rösti ist, machen wir noch ein bisschen Käse und ein Spiegelei dazu. Fantastisch. Natürlich Herdöpfelgewürz und fürs noch speziell nehmen wir noch Raclette-Fondue-Gewürz dazu. So schnell wie möglich. Hast du noch ein bisschen Hunger? Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Und ich lege los. Für diese Rösti nehme ich festkochende Herdöpfel, gekocht, am besten am Vortag, schön abkühlen lassen, am besten im Kühlschrank dann, alles schön schälen und dann durch das Rösti kraffeln. Jetzt, wenn ich die ganze Herdöpfel kraffelt habe, würze ich jetzt schon im Teller. So kann ich die Gewürze besser verteilen. Ich gebe natürlich ein bisschen Herdöpfelgewürz und für die spezielle Note, so das, was das gewissen etwas gibt, nehme ich noch das Raclette-Fondue-Gewürz. Schön untereinander rühren. Können wir jetzt das Herd einschalten. Bratbutter dazu. Nicht geizig sein, da muss man genug Butter rein. Herdöpfel saugt auch. Geraffelte Herdöpfel dazu verteilen und schon so ein bisschen zusammendrücken. Also schau, dass etwa gleichmäßig dick ist die ganze Oberfläche, dass gleichmäßig angebraten wird. Und wenn du merkst, dass vielleicht klebt so am Boden, einfach ein bisschen Butter am Rand verteilen und nachher geht das von allein runter und dann kriegen wir das Rösti nachher aus der Pfanne wieder weg. Drehen. Schön sieht auf diese Seite. Wow. Jetzt machen wir das wieder schön. Serviere das auf dem Teller. Ein bisschen auseinandergegangen ist es, muss ich ehrlich sagen. Und da was in die Pfanne übrig bleibt, da nehmen wir auch. Weil ich will auch die gleiche Pfanne verwenden. Mache da ein bisschen Olivenöl und jetzt je nach Geschmack Eigelb mehr durch oder weniger. Was natürlich nicht fehlen kann, ist ein bisschen Herdöpfelgewürz. Nehme ich noch einen feinen Käse, ich habe hier Gruyère, verteile ich noch drauf das Ei. Wie gesagt, je nachdem, wie man gern hat, lege ich schön drauf. Da haben wir wieder eine vollwertige Mahlzeit und dann steht die da kommen. So, ja. Kann da nie Spiegelei essen. Also mal schon mal probiert. So ein bisschen über. Ah, guck mal. Da mit Ei. Also wenn man gar wirklich nicht gern hat, kann man auch ohne. Ich würde sagen, der Rösti allein so ist schon sehr fein. Aber so Rösti mit Spiegelei und so. Ich würde jetzt so Speck draufhauen, aber jetzt nehmen wir mal Spiegelei. Passt dann schon. Wow. Hey, ungelogen. Das ist fein. Sehr fein, aber ich glaube, auf dem Spiegelei hat es ein bisschen Herdöpfelgewürz. Sehr gut, so ist. Sehr gut gewesen. Danke vielmals. Sehr gerne und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao miteinander.